Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Sie waren industrieller Patron, Chef eines Arbeitgeberverbandes. Heute sind Sie Volkswirtschaftsminister in einer schwierigen Zeit. Wo steht die Schweiz hier und jetzt? Die Schweiz ist sehr gut gerüstet für die Anforderungen, die Bedürfnisse, die Ansprüche, welche die internationalen Märkte, die Volkswirtschaften, aber auch die Binnenwirtschaft, die Wirtschaft generell hat. Herr Bundesrat, ich wage eine These. Der starke Franken bzw. der tiefe Euro, konstant, aber auf einem schlechten Niveau. Eigentlich idealtypisch für unser Verhältnis mit der EU. Ja gut, wir sind jetzt auf 1,20, das ist nicht optimal, das ist eine Planungssicherheitsgrenze. Darauf bauen die Firmen, die Unternehmungen, die Betriebe, damit wird kalkuliert. Damit werden Budgets gemacht, damit werden Investitionsplanungen gemacht. Wir müssen einfach machen, das ist Bildung, Technologie, Innovation, das ist Zukunft auch. Es wird also viel gemacht in der Schweiz. In der Politik, den Verbänden, den Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ganze Volkswirtschaft, alle zusammen, gemeinsam. Ich stelle fest, Sie sind in einem komplizierten Geflecht tätig. Verliert man da nicht den Überblick? Das Risiko gibt es, das Risiko ist erkannt, das Risiko wird von mir, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von meinen Experten, durchaus auch meiner Kollegen im Bundesrat sehr sorgfältig beobachtet, sollte es dann wirklich zwingend und nötig werden zu intervenieren, dass man dann rechtzeitig handeln konnte. Nochmal zum Schweizer Franken. Ich lebe ja als Schweizer in Berlin und der starke Franken stört mich als Bourgeois gar nicht. Blick, Sonntagsblick, Schweizer Illustrierte bezahlen mich ja nicht in Euro. Als Citoyen hingegen ist es schwierig, ja. Da sind wir uns einig. Es ist schwierig. Ja, sehr schwierig. Wahnsinnig schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Schwierig wie schon lange nicht mehr. Schwierig wie noch nie. Aber Sie sind optimistisch. Ich würde sagen, ich bin verhalten optimistisch, sicher nicht pessimistisch, eher hoffnungsvoll, zuversichtlich. Herr Bundesrat, ich danke Ihnen für dieses staatspolitische Gespräch.